Excuse me, I got an important golf lesson. Go make some millions, and I'll get back to you later. Go make some millions and I get back to you later. Und somit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 23 von, wie heißt das Spiel nochmal? Big Ambitions. Ja, make some millions, Leute. Wir probieren's. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin in der letzten Folge, verdammt. Wir hatten, was haben wir gemacht? Ja, mal kurz spicken hier. Moment. Sekunde. Was hatten wir denn gemacht? Wir hatten Plus gemacht mit dem Donutladen, glaube ich, das erste Mal, ne? Do not touch me. Also Donut touch me. Da brauchen wir Innenausstattung und der Kundenservice muss besser werden. Haben wir denn, wie sieht's denn hier aus? Wir machen Gewinn. Immerhin. Aber wir machen auch sehr viel. Was kostet denn so viel? Also. I guess, wir müssen einfach den Laden noch besser machen. Hier und hier. Und das schnalle ich noch nicht ganz. Wird das besser, wenn ich das wegnehme? Ist für mich nicht logisch, aber okay. Also, wir holen mal Deko und Boxen. Und ich wollte noch gucken, ob man... ganz ruhig. Ja, okay. Das habe ich jetzt als Ziel festgelegt. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte noch gucken, dass wir hier... Ne, ach so, da habe ich drauf geklickt. Ich wollte nicht da draufklicken. So, ich wollte hier gucken, ob wir alle drin haben. Ne, haben wir nicht. Weil die Do Not Touch Me Mitarbeiter müssen dringend geschult werden. So. Dann würde ich sagen, wir haben Hunger und wir haben nichts mehr zu essen. Das ist doch super Voraussetzung. Wir haben hier noch Personal. Reinigung Vollzeit. Reinigung Vollzeit. $11, $11. Ja, komm, nehmen wir. Weil wir brauchen ja noch jemanden. Aufgabe Registerkasse. Was ist hier denn das Problem? Hat sich heute krank gemeldet. Top. Die hat man gerne. Ich hoffe, das wird ersetzt durch irgendwie unseren Personalmanager. Owen Butler kriegt eine Putzkraftuniform und arbeitet bei Die Verbrecher. Und bei Die Verbrecher Owen Barton. Dieser Mitarbeiter, was? Achso, das ist ein Anwalt. Hä? Ach, Owen Barton und Owen Butler. Entschuldigung. Kleine Verwechslung. So. Jetzt müsste es passen. Wie sieht's denn da aus? Also, Schnellrestaurant ist alles auf 100%. Fast. Und trotzdem macht der Bums nicht viel Gewinn. Da haben wir ja auch mehr als nötig und machen mehr. I don't know. Also der Burgerladen ist eigentlich perfekt und läuft gut, aber macht halt keinen Gewinn. Heißt, eigentlich sind wir zu günstig, ne? Mal gucken, was passiert. Dann haben wir den Drink and Smoke. Boah. Das nenne ich mal eine Statistik. So muss das aussehen.
Der macht auch gut Gewinn, glaube ich, ne? Ja. Warum macht das der Donutladen nicht? Gift Stop. Ja. Ist auch okay. Aha, aha, aha. So. Vielleicht braucht er einfach noch Zeit. Wir lassen das mal noch ein bisschen laufen, aber wir holen noch die Boxen und so weiter, ne? Genau, wir wollen Boxen, das heißt, wir wollen Deko, wir fahren zu Ikea. So. Habe ich geparkt. Hier. 5 Uhr morgens, ich habe keine Ahnung, wann Ikea aufmacht. We will see. Ach, die andere Putzkraft wird jetzt gar nicht geschult, ne? Hm. So. 5 Stunden, okay. Wir gucken. Also, ich brauche Boxen. Mal hier. Dann vielleicht noch irgendwas Deko, ne? Ich habe halt an sowas gedacht hier, um da so eine Abtrennung zu machen. Aber vielleicht brauchen wir allgemein für andere Sachen noch ein bisschen Deko. Komm, ich nehme da mal ein paar mit. So, was haben wir denn noch? Hier so ein Teil noch mitnehmen. Beziehungsweise ein paar von denen. Und wir könnten natürlich Marketing starten, ne? Für den Donutladen. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, 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 oh. So. Uppala. Tot. Wir müssen auch mal gucken, ob wir, ob wir Ware nachliefern müssen. Jetzt noch Donuts, 800 Stück. Und hier noch 200 Cupcakes, okay. Ich weiß halt nicht, ob wir das Ding mal wegnehmen sollten. Um zu gucken, ob das denn ausgeglichen ist. Aber ich glaube, ich probiere jetzt erstmal alles andere. So, also, wir brauchen hier mal Schrank mit Türen.
hier geht halt keiner mehr hin, ne? Läden mit Musik. Ja, kommt ja gleich. Die Idee war halt eigentlich hier so eine Abtrennung zu machen irgendwie. Aber es ist zu eng. Merke ich. Mit den Sitzbänken. Weil so kommen die ja nicht mehr auf Klo, ne? Und so kommen die nicht mehr ins Lager. Sind die hier so rum? Ich glaube nicht. Nee. Okay, okay, okay. Ey, wie die alle rumheulen wegen der scheiß Mucke, ne? Ich hol euch Mucke. Moment. So. Ist jetzt okay? Das muss halt jetzt hochgehen, ne? Warte mal. Sie können nur so viele Kunden pro Stunde erreichen, wie es Ihre Kapazität zulässt. Das ist Ihr Gebäudelimit. Das Erhöhen und Ausbalancieren der Anzahl der verfügbaren Verkaufsstellen, Produkte, Regale und so weiter führt direkt zu mehr potenziellen Kunden pro Stunde. Wir haben ja... Brauchen wir mehr? Ein zweites Cupcake-Regal? Ist das Problem? Was ist denn, wenn ich hier... Probier mal was aus. Ich verstehe es nicht, aber okay. Von mir aus. Dann gibt's hier keine Cupcakes. Wenn das besser ist. Dann könnten wir aber... Nee, ist halt zu eng, ne? Nee, das ist kacke. Ja, lass mich doch hinstellen. Die Wände und Boden, was hast du mit Wände und Boden? Die habe ich doch alle gemacht. Ist der jetzt verpackt, weil ich den umgestellt habe? Ja, toll. Ich gehe mal kurz raus. Komm. So. Doch Wände und Boden schön gemacht. Also schön ist halt relativ, ne? Aber... Warten wir mal ab. Das sieht zumindest jetzt besser aus. So, was haben wir denn hier noch alles? Topfpflanzen. Wo ist denn noch irgendwie Scheiße? Drink and Smoke ist perfekt. Die Verbrecher ist okay. Kundenservice fehlt halt noch. Ist ja auch nicht wichtig bei einer Anwaltskanzlei. He. Hier ist auch was oben. Kriminellen. Auch gut. 15 von 15 und das wird hoffentlich. 30 von 30. Ich habe jetzt gar nicht geguckt hier. 15, 15. 15, 15. 4 von 4.
4 von 4. Boah. Ah, nee, weißt du was? Mal was zu essen, ne? Vielleicht mal was essen hier. Ich hätte gerne Pizza und eine Cola. Kann ich das zum hier essen? Naja. Gut, wir sind wieder traurig. Warum auch immer, weil ich im Auto gepennt habe wahrscheinlich, ne? Ja, gut, komm, dann gehen wir einfach mal nach Hause. Bis wir glücklich sind. Soll ich mir einen Porsche kaufen, damit ich... Ja, traurige Phase, das war so klar. Hey. Nee, eben nicht. Ui. Wir gehen jetzt nach Hause und werden glücklich. Traurige Phase spendet, 10.000 Dollar, okay. Macht das jetzt so lange, bis der Balken da... Okay, wir sind erschöpft, das heißt, ich sollte vielleicht mal schlafen. Das gefällt mir schon besser. Das gefällt mir schon besser. So. Jetzt gucken wir mal. Das ist immer noch nicht gut. Was soll ich denn noch machen? Oder steigt das langsam? 52. Ich spule gleich nochmal einen Tag und dann gucken wir. Hat der denn jetzt Gewinn gemacht? Nee, der macht Minus. Warum? Nur mit Donuts lohnt sich das nicht, ne? Ja, das gibt's doch nicht. Ich habe keine Cupcakes. Ich habe nur Donuts. Gestaltung ist okay. $11.800. Okay. Preisgestaltung geht runter. Innenausstattung geht auch runter. Okay. Haben wir denn zumindest jetzt Gewinn? Ja. Ist das, weil wir zu lange offen haben? Lohnt sich das nicht? Kann das sein? Timo, du Genie? Ja, okay. Also, wir machen auf von 12 bis 22 Uhr. Oder von 8 bis 22 Uhr. 8, 22 Uhr. Putzkraft. Die ist ja Vollzeit, ne? 56 Stunden, das ist too much. 49 Stunden, so. Dann Holy Evans macht so 49 Stunden. Samantha macht 49 Stunden Woche. Und er hier... Wobei, ich müsste eigentlich gucken, wer besser ist, ne? 51, 33, also die fliegt raus.
28, 51, 45, okay, 51. Wer ist gut in Reinigung? 20, 20, 20. Also, die sind zufrieden, keine Nachtschichten, Vollzeit. Brauchen wir eigentlich nur noch jemand, der da ein bisschen mitputzt. Zum Beispiel er, die, keine Ahnung. So. Mal gucken. Ui. Einfach die Hälfte. Warum? Warum schwankt das so? Ist das normal? Oh, die haben fast keine Donuts mehr. $322 minus. Jetzt zahlen wir Löhne für die Leute, die nicht da sind? Gehälter. Nee, wir zahlen weniger Gehälter, ne? Oder doch? Das ist, wir verkaufen zu wenige Donuts. Innenausstattung ist immer noch kacke. Mach mal Marketing. Preis pro Tag $250. Mal gucken, vielleicht bringt's ja was. Und wir fahren da jetzt mal hin und packen noch mehr Pflanzen rein. Oder weißt du was, wir können das auch zu Fuß bringen. Hier, hohe Topfpflanze. Durchschnittliches Einkommen von 50.000. Welches Unternehmen? So. Und dann machen wir den Boden nochmal. Ah ne, das sind die Wände. Oder? Komm, wir lassen uns nicht lumpen und machen jetzt da wirklich mal einen auf teuer. Hallo? Mit einer Uniform, die hat doch eine Uniform. Wände und Boden sind hässlich. Tausche ich doch gerade aus. Hat den teuersten Boden rein, der reingeht. Ich habe gerade $12.000 ausgegeben. Uniform. Die hat doch eine Uniform an. Was soll denn das? My employees. Do not touch me. Registrierkassen. Uniform. Ach so. Okay, komm. Wie bei Drink and Smoke. Hier. Das ist die Reinigung. Die hat eine Reinigungsuniform. Die macht gar nichts. Burgeruniform. Do not touch me. Reinigungsstation. Registrierkasse. Burgerverkauf. Do not touch me. Reinigungsstation. Reinigung. Okay. So, jetzt haben wir alles. Kann Donut nicht finden. Wie, du kannst Donut... Ach, haben wir keine mehr. Scheiße, nee, jetzt sind wir auch noch leer.
Gott. Haben wir denn noch welche auf Lager? Ich hab vergessen, die Bestellung zu ändern, ne? Erste Lieferung Tag 77 um 0 Uhr. Ach nee, Donuts kommen ja da gar nicht. Ich muss Donuts holen, ich Trottel. Ach, Kacke. Ah, das war dumm. Ich dachte die ganze Zeit, ja, die werden ja kommen. Scheiße, wo packe ich das Zeug denn jetzt hin? Egal, komm, ich geh mal so. Dann schalte ich Promo und habe keine Donuts. Das ist ein guter Geschäftsmann. Komm. Njong. So. Und whoop. Und whoop. Nee, Croissants will ich nicht. Donuts. Zack. Der ist voll. Okay. Reicht erstmal. Wir holen gleich noch mehr. Scheiße. Ja, ich treffen. Ah ne, das ist Das ist Pause. So, Sackkarre und her mit den Donuts. Pack die Donuts da rein. Pack die nicht rein, ne? Irgendwie ist dieser Laden verbuggt. Oder ich bin zu doof. Vermutlich beides. Okay, jetzt wird er aufgefüllt. Wunder. So. Alright, läuft der Laden jetzt? I guess so. Warum kommen keine Kunden da rein? Nein. Fresse. Ich noch eine Pflanze irgendwo hinstellen? Vielleicht hilft sie. Gibt's doch nicht. Ja. Mit einer. Die hat doch eine Uniform.
Das ist die falsche. Gott. Die Dame hat doch eine Uniform. Was ist euer Problem? Ist das die falsche Uniform oder was? Also jetzt schnall ich's echt nicht mehr. Drink and Smoke Uniform. Putzkraft. Drink and Smoke Uniform. Ach, weil die keine hatte, oder wie? Really? Ach, jetzt noch ein Mülleimer. Ey, ich kotze gleich. Ich muss hier raus. Lass mich raus. So, und jetzt räumen wir das kurz weg. Und das auch. Und gehen da nochmal rein. Die hat eine Uniform. Also jetzt haben alle eine Uniform. Do not touch me. Putzkraft. Drink and Smoke Uniform. Muss ich denen, die nicht arbeiten, auch eine Uniform geben? Putzkraft. Drink and Smoke. Drink and Smoke. Das sind alle. Weißt du was? Vielleicht die, die nicht zugewiesen sind. Die könnte ich eigentlich mal trainieren. Keinem Unternehmen zuweisen. Wie macht das dann? Nicht zugewiesen. Geht trainieren. Nicht zugewiesen. Geht trainieren. So. Gehen wir nochmal raus. Nochmal rein. Selber ein bisschen arbeiten. Mülleimer, ja, das können wir noch machen. Mülleimer können wir machen. Die werden echt kompliziert, ne? $322. Ja, ich bin erschöpft. Weiß, ich gehe nach Hause. Wir haben halt auch nichts gegessen, wir Genies. Wir sind bei 34 Minuten. Okay, Leute, wie das Donut-Dilemma weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Na, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich, Timochi. Ciao.